Hallo zusammen, du hast der Cletus von Crown Crew und wie ich gestern versprochen habe, gibt es ein Tipps und Tricks Video. Fangen wir sonst mit Liberation an. Und ich werde euch jetzt einfach, indem ich allein hier durchziehe, Domination Modus, werde ich euch das erklären und dann am Schluss noch ein paar Gameplay Videos reinhaben, um auch ein bisschen zu illustrieren, was ich eben hier zeigen wollte. Alright, also, wie ihr seht und sicher auch schon gesehen habt, ist das der Central Park. Ganz am Anfang hat ja Infinity Ward der Map Park sagen, aber dann hat der White Boy mit seinen Abonnenten gefunden, hey sorry, was seid ihr für ideenlose Vollidioten, macht doch etwas draus, und jetzt haben sie mir Liberation gesagt. Ja, anyway. Es ist Herbst, es fliegen viele Blätter rum, das heisst, es gibt viel Bewegung, was ein bisschen irritierend kann sein, weil bisher ist eigentlich, was sich bewegt hat, ein Gegner oder ein Kollege gewesen. Aber sonst finde ich eigentlich die Farbgebung noch schön, so ein bisschen herbstlich, überall jetzt hier die Raketen am Start, auf beiden Seiten, beim C und beim A, aber das ist jetzt gar nicht relevant. Was jetzt relevant ist, wie gesagt, wir sind beim C gespawnt. Jetzt habe ich schon davon geredet, dass es hier die nutzlosen Bereiche gibt. Und einer davon ist hier hinten dran beim C. Hier hinten passiert beim Domination nicht viel, außer dass sich Sniper verstecken. Darum kann man eigentlich hier gerade zum C ziehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie einzunehmen. Man muss einfach schauen, dass man vielleicht hier einer vom B geschützt ist. Man kann aber auch ein bisschen schauen, dass man hier eher von dem Spawn durch den geschützt ist. Ihr seht es dann. Jetzt ein Platz, wo sie auch gerne hocken, ist hier hinter dieser Kiste. Oder auch auf dieser Seite näher, gegen hier rüber. Darum immer ein bisschen aufpassen. Und selbstverständlich kann man auch hier hinter dem C näher in Deckung gehen. Und wenn man es hat eingenommen, hier ein bisschen drüber spienzeln. Jetzt hier hinten gibt es noch ein Geschütz. Das haben wir, glaube ich, noch nie etwas gebracht. Das habe zwar auch nicht millionenfach ausprobiert, aber man kann einerseits nicht so weit rechts rüber und andererseits kann man höchstens die hier vom B abkassieren, aber hier läuft das Auto nicht durch. Im Demolition ist hier unten eine Bombe, von dem her ist das noch ein schöner. Aber das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Mit dieser Seite hier aufpassen auf die Lastwagen, die explodieren natürlich. Und ich würde sagen, ziehen wir doch hier jetzt gerade rechts durch. Und jetzt müsst ihr euch hier die Brücke, die müsst ihr euch gut einprägen. Weil hier, in dem Bereich, wo ich jetzt gerade stehe, hier ist ein richtig starker Spawn. Es kann gut sein, dass ihr hier hinten, dort können wir nicht darauf sprechen, das ist hier, wo wir vorhin haben runtergeschaut mit der Minigun, kommen wir hier raus. Hier ist ein starker Spawn und hier auch gerade. Also es kann sein, dass man hier innen spawnt, raussäckelt, der Gegner spawnt hier und es fickt einem gerade oder umgekehrt. Ja, gibt dann auch noch ein paar, wie gesagt, Live-Bilder von dem Ganzen. Dann geht es weiter, hier zu diesem Aussenbereich. Der ist genau gleich wie beim C eigentlich im Domination völlig sinnlos, weil das A ist dort hinten und hier in diesem Bereich halten sich eigentlich nur Camper auf oder Snipers. Das ist eigentlich das. Da hinten ist noch ein gutes Plätzchen, wo man vielleicht Booster wird antreffen, weil, keine Ahnung, da läuft glaube ich keine Sau durch. Und es gibt sehr häufig, dass da hinten irgendein Sniper am Hocken ist und hier die Brücke im Auge behalten. Oder sie sind hier auf diesem kleinen Pavillon irgendwie am Chillen und probieren hier ein bisschen das B im Blick zu halten und das A vielleicht auch. Ja, sieht schön aus hier hinten, aber ist leider für den Arsch. Genauso für den Arsch ist der Bereich hier hinten. Und wisst ihr, mir ist schon klar, dass in anderen Spielmodus werden die Bereiche auch schon genutzt. Aber keine Ahnung, jetzt ganz ehrlich, wenn einer hier hinten geht, mit seinem Schwuchtelkollegen geht boosten, die werden das ganze Game nie entdeckt, weil hier keine Sau durchläuft. Was ja auch denen ihre Absicht ist. He? Okay, dann hier hinten sind sie aber auch gerne am Sniper, um hier so ein bisschen den Überblick zu haben, wieder um den Zwischenbereich hier. Dann kann man natürlich hier das A-Chilling einnehmen. Man ist relativ exponiert, man kann nicht irgendwie hier hinten in Säckchen gehen, weil dann nimmt es nicht mehr ein. Darum der beste Platz in meinen Augen ist eigentlich hier. Geht so ein bisschen knapp, ja genau, da ist man am optimalsten geschützt. He? Also dann kann man hier hinten durchgehen. Da ist noch Zeli, wo man aber nicht rein kann, logischerweise. Und schauen wir uns jetzt den Zwischenbereich hier noch gerne ein bisschen an, weil da hat es relativ viel Equipment. Deckungsmöglichkeiten, ja oder nein. Es wird hier sicher auch noch gewisse Glitscher geben, die hier dann irgendwie schön raufklettern können oder so. Ja. Ja, ich weiss nicht genau.
Ja genau, seht ihr, ja voll. Da muss man nicht einmal gross glitschen, um das zu machen. Also da gibt es eine Möglichkeit, wie man da vielleicht ein bisschen von oben kann, aufs B checken. Aber wie gesagt, wir sind schon hier relativ exponiert. Und hier hinten ist noch eigenartig, hier kann man reinlaufen, aber dann nicht weiter rauf. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man sich hier einen riesen Überblick verschaffen kann. Hier hinten kommt man nicht wirklich her. Jetzt, es gibt natürlich überall so ein bisschen Eckeli und Kenteli, wo man vor allem liegend durchspienzeln und so. Die findet ihr dann noch selber raus. Wichtig ist einfach, dass man bei dieser Map immer die Augen offen hat, weil der Gegner kann grundsätzlich von überall kommen. Hier gibt es jetzt eigentlich mal, da noch schön die Wasserspielchen beobachten. Yeah, amazing, wie hoch das da abgeht. Anyway, hier gibt es den Hinterbereich. Und hier gibt es dann eigentlich den Weg zum B. Jetzt, was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich beim A-Spawn ist, hier hinten durchziehen. Und dann kann man sich eigentlich entscheiden, ob man hier durch, über das Brückli und hier dann geht direkt zum C-Bereich über, oder ob man hier ganz hinten durch. Und hier kommen wir auch wieder zu einem ungenutzten Bereich eigentlich, wo sich Gegner aber gerne verschanzen, vor allem hier oben drauf stößt ich gerne Sniper, weil man hier ein bisschen aufs B über sieht. Man hat auch hier den Blick eigentlich aufs A, die Leute, die kommen. Hier hinten kann man auch ein bisschen abhackeln, ein bisschen abcampen. Und was ich gesehen habe, ist, dass sie hier noch gerne herliegen, Sniper. Und dann hier hinten probieren, etwas auf das B auszurichten. Oder hier hinten durch, muss man gut aufpassen. Die Ratten können überall liegen. Jetzt sind wir hier bei diesem Hinterbereich vom C. Da haben wir ja von dieser Seite schon ein bisschen gesehen. Und auch hier sind sie gerne am Snipen. Sie sehen jetzt hier irgendwie aufs B über oder auf dieser Seite. Darum immer gut aufpassen. He? Jetzt, was wir uns noch nicht angeschaut haben, ist der einzige Unterbereich, den es eigentlich gibt. Hier kann man von hinten in das Ganze eindringen. Und hier ist der Weg vom C, wo wir uns ja vorhin von dem Geschütz haben angeschaut. Jetzt hier unten dran, vor allem gerade hier, ist ein sehr, sehr starker Spawn. Was heisst starker Spawn? Das heisst, wenn die Situation es zulässt, wird der Gegner hier gespawnt. Selbst wenn ich hier bin. Ich bin schon hier reingesäckelt und habe zugeschaut, wie hier einer spawnt. Okay. Hier ist schon immer sehr viel los. Und hier ist jetzt der Spot, den ich euch vorhin unter der Brücke gezeigt habe. Auch ein starker Spawn. Darum in diesem Bereich, hier würde ich sagen, ist extrem viel los. Immer aufpassen, wenn man hier raussäckelt. Weil hier können sowieso gleich auf die Welt kommen. Hier können sie warten. Und bei dieser B-Brücke kann man hier drum herumwursteln. Es gibt hier jenste Wege, die man einschlagen kann, um irgendwie zu dieser Brücke zu kommen. Oder vielleicht eben auch die Brücke zu beschützen. Es hat hier die Sandsäcke, den haben wir uns noch nicht angeschaut, hier hinten. Beim A kann man dann auch hier oben drüber, wobei man hier höchstens mit einem Jumpshot etwas erreichen kann. Und das B selber, es ist noch schwierig einzunehmen. Weil man ist wirklich sehr exponiert hier wieder. Man hat keine Möglichkeit, sich wirklich gut zu verstecken, weil ihr seht, jetzt bin ich zwar gegen hier vorne ein bisschen geschützt, aber hinten bin ich offen. Und wenn ich es von dieser Seite reinnehme, bin ich hier eigentlich fast am besten geschützt von allen Optionen. Dann ist es so, dass man hier durch das Löchchen schön abhauen kann, aber hier können sie dann wiederum warten, wegen der starken Spawns. Okay. Das wäre eigentlich so ein bisschen ein Überblick gewesen über die Map. Und gestern oben ist mir plötzlich etwas aufgefallen, weil ich bin umgezogen in einem 5-Team und es hat sich keine Sau bewegt. Und dann bin ich doch ein bisschen schauen, habe gesehen, dass hier so ein bisschen etwas ausprobiert ist worden. Meine Damen und Herren, ja, wobei Damen auch kenne ich, aber egal. Jungs, das Game habe ich heute Morgen um 4 Uhr gezockt und jetzt zieht euch mal hier der Killjoy, der Bandit und der iGod Visions, der Face im Clan Tag hat, aber das ist nur möchte gerne, nehme ich ab. Und ja, jetzt das, was ich vorhin probiert habe, haben sie hier perfektioniert. Und ganz ehrlich, die verfickten Drecksloser von Infinity Ward oder Sledgehammer Game oder was auch immer für eine hure Noob-Firma die Maps generiert. Ganz ehrlich, Jungs, man hätte eigentlich so annehmen, dass ihr wisst, auf was ihr müsst schauen. Jetzt gibt es da schon wieder so einen Glitch, wo man hure reinzischen kann. Und ich frage mich jetzt nicht, wer das wie hat herausgefunden, sondern ich frage mich, was ist eigentlich los mit euch, ihr Vollidioten? Ich meine, mit dem Felsen stimmt eine Weg etwas nicht, wo ich kann da sogar mit der Kamera reinfliegen und diesen Vollidioten zuschauen. Und die anderen Felsen hier, dort kann ich auch reinfliegen. Also gut, aber dort kann man wenigstens nicht reinglitschen.
I don't know, what the fuck is going on. Seht ihr hier, die Mauern sind massiv, dort kann ich nicht einmal mit der Cam reinfliegen. Und ich weiss halt nicht genau, was es jetzt spielerisch oder designtechnisch bedeutet, aber macht doch die Felsen massiv. Macht doch dort irgendeine so eine Kollisionsgrenze oder so, dass man dort gar nicht rein kann. Aber ich will jetzt so nicht den Besserwisser raushängen, sondern einfach nur, naja, bin sehr irritiert, dass das hier passiert ist. Anyway, jetzt fliegen wir noch schnell rüber zu dem Spawn, den ich euch erklärt habe. Und ihr seht, wie häufig das Gegner da rauszischen. Und das hat nicht etwa damit zu tun, dass man vielleicht irgendwie nur das A und das B hat als Gegner, oder das C und das B, sondern ihr seht, zwischendurch spawnt mein Team dort, zwischendurch spawnt der Gegner dort, und ihr müsst euch einfach immer bewusst sein, wenn ihr in diesem Bereich euch aufhaltet. Es könnte gut sein, dass ihr plötzlich von hinten geschnitzt werdet. Ja? Darum einfach immer sich dem bewusst sein, hier links, wo ihr jetzt die Öffnung seht, wo man rauskommt, und rechts, da ist immer hure viel los. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, einfach durchgeben. Ich tue euch es gerne beantworten. Hoffe, euch ein bisschen geholfen, denen, die schon ein bisschen zocken. Hoffe, euch Spass gemacht, die nur zuschauen können, leider. Die hure Frechheit, dass es noch so lange geht, bis alle das zocken können, ist eigentlich wirklich ganz leid. Naja, jetzt Liberation. Durch das Spawn-Scheiß, der hier immer passiert, durch den Glitch wieder mal bei diesen Felsen, ich muss sagen, das einzige Gute an dieser Map ist in meinen Augen eigentlich die Farbgebung, die sieht noch schön aus, sonst ist das eine verfickte Scheiße, speziell jetzt durch das Spawn-Problem und das eben das Steinglitschli dort hinten, fuck it. Anyway, macht's gut, schönen zusammen.